Das Berliner Fossil, 1868 in London. Ja, und zwar mit Charles Darwin. Auch bekannt als schillernde Schwertlilie. Ja, also schön, kannst du mal aufhören zu Wie quatschen. hieß der noch? Ja, nehmen so. Muss ich ihn halt zwingen aufzuhören. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Zwillingsschwester haben, Mr. Fry. Evie Fry, Sir, ist mir eine Freude. Normalerweise würde es mir ebenso ergehen, Miss Fry. Aber heute, fürchte ich, kann mir nichts Vergnügen bereiten. Es beunruhigt Sie, Sir. Ich bin gewohnt, dass man meine Ideen anzweifelt. Ich lebe geradezu dafür, das Hin und Her einer geistreichen Debatte. Zuletzt allerdings haben die Angriffe auf meine Reputation eine erschreckende Form angenommen. Gewaltandrohungen gegen meine eigene Person und meine geschätzten Kollegen. Ich möchte nicht, dass nur wegen meiner Forschung irgendjemand verletzt wird. Sie helfen mir bei Starrick Sirup. Ich schulde Ihnen was. Wir halfen uns gegenseitig, Sir. Mein Bruder und ich sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeit in Frieden fortführen können. Was wissen Sie über Knochen? Ich kenne ein paar mit Namen aus Büchern. Vielleicht ist es einfacher, wenn ich Ihnen die Sache erkläre. Vor ein paar Tagen hat mir ein deutscher Kollege, Dr. Schwarz, ein Telegramm geschickt. Er teilte mir mit, dass er auf dem Weg nach London sei, um ein äußerst wichtiges Fossil herzubringen. Eigentlich sollte er jeden Moment in Charing Cross eintreffen. Könnten Sie vielleicht dafür sorgen, dass ihm nichts zustößt? Ich werde auf Dr. Schwarz aufpassen und bringe Ihnen dieses Fossil. Prächtig. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Naja, wie immer. Hat mich gerade ein bisschen wundert. Deutscher Kollege Dr. Schwarz mit TZ. Dass es Schwarz als Namen gibt, das weiß ich ja. Aber wenn ich Schweizer bin, trotzdem. Aber dass es den auch in der Form mit TZ gibt, das war mir jetzt aber neu. Ja, entweder stimmt das wirklich oder es ist ein Übersetzungsfehler, eins von beidem. Ups. Was? Gefangen nehmen? Oh, das ist aber mal nett. Das ist aber natürlich ganz nett. Ist ein Kollege, aber trotzdem gefangen nehmen. Wie kann man jetzt hier runter am besten? Ohne gleich irgendwie geschnappt zu werden. Ja, eben unentdeckt bleiben. Ja, wische ich die eigentlich von hier oben? Der Platz wäre super. Also, das ist da unten gut. Mann! Die Kameraführung, ey. Ja, komm schon, ich will immer genau auf den Kopf. Müssen wir das verarschen? Gut, gehen wir ein bisschen runter. Ich sehe lieber nach, was da los ist. Ja, das hat er jetzt hinter sich. Sie, Entschuldigung. Wo geht der denn hin? Schwarz, bleiben Sie stehen! Wow, Ivy, was machst du da für einen Quatsch? Das ist ganz normal, so. Was hat das zu bedeuten? Mr. Darwin schickt mich, damit Sie ihn sicher erreichen. Und Ihr Gepäck ebenso. Seien Sie ganz normal. Gut. Also, wie geht es Ihrem Vater? Verteilt euch und sucht nach ihm. Zurück, Doktor! Woher hätte ich jetzt das irgendwie sehen sollen? Ich kann mir jetzt echt... Ja, kann man jetzt echt nur den Doktor selbst konzentriert. Schön, das zu hören. Ich tue mein Bestes, mich daran zu erinnern, wie unbedacht es von ihm war, mich nicht über die delikate Situation in Kenntnis zu setzen, die mich heute hierher geführt hat. Ohne Ihren Schutz werde ich sicher den Tod finden. Oh, fabelhaft. Schön, das zu hören. Ich tue mein Bestes, nicht daran zu erinnern, wie Ja, unbedacht toll. es von ihm war, mich nicht über die delikate Situation in Kenntnis zu setzen, die mich heute hierher geführt hat. Woran soll man denn bitte einen deutschen Doktor erkennen? Nein, 50 Jahren später wüsste es ungefähr. Wobei, wenn eigentlich schon ein bisschen mehr. Egal. Sprach gerade ein bisschen vom Zweiten Weltkrieg und so. Von Nazis halt. Ich kann Neonazis sagen. Das ist ja wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen.
Wäre nicht schlecht zu wissen, wie der Kerl aussieht. Naja. Schwarz? Hat den Zug nie bestiegen. Darwins Schicksal ist besiegt. Auf Wiedersehen. War schön, Sie kennenzulernen. Darwins Theorien zerstören den Zusammenhang. Hat er mich doch echt reingelegt, der Arsch? Da muss man sagen, das ist doch mal eine Wendung, die es in sich hat, die mir auch ganz gut gefällt. Das ist zum Henker, wo ist jetzt... Hä? Da sieht mich jemand. Sie sah verdächtig aus. Ja, sag ich das? Das tut mir aber leid. Nö, nicht wirklich. So, wir müssen plündern. Schön, und jetzt den natürlich noch. Ich übergebe das an Mr. Darwin. Wobei ich mich ja schon frage, wie zum Henker hat Ivy dann erkennt, dass er Dr. Schwarz ist? Na gut, an Klamotten, ja, okay. Ich wollte es ja auch verstehen. Weiter. Naja, vielleicht wäre es im Original, beziehungsweise natürlich im Englischen einfacher zu erkennen. Weil ich schätze mal, die haben da schon etwas wegen dem deutschen Akzent und so eingebaut. Aber spielt keine Rolle. Leider kam er nicht und, jo. Hier. Na, endlich. Mein Herz hat gepocht wie verrückt. Haben Sie es? Wunderbar. Aber wo ist Dr. Schwarz? Ich fürchte, er wurde abgefangen, Sir. In Deutschland. Allerdings konnte ich das Fossil retten. Gütiger Gott. Ich sollte Ihnen sagen, dass kürzlich Männer zu mir kamen, die meine gesamte Forschung kaufen wollten, wenn ich bereit wäre, nur für sie zu arbeiten. Selbstverständlich lehnte ich ab. Man kann wissenschaftlich... Wieso ist das abgebrochen? Ich hab gar nichts gemacht. Mr. Darwin, was soll der? Also dick bleiben. Gut, das ist mein Fehler. Hätte besser aufpassen müssen. Gut, das ist eine goldene Tour. Die holen wir doch gleich mal. Vorausgesetzt, ich kann sie auch schon holen. Was eigentlich... Ah, da. Ich sehe sie schon da vorne. So, die blaue. Ich lasse mich in Ruhe. Jo, die gehen ihren Weg, ich gehe meinen Weg. Wawa-Perle, sehr schön. Jo, wie geht's weiter? Charles Darwin wird es in Whitechapel weitergehen. Oh, da haben wir mit Mission. Okay, Verleumdung. Oder aber ich sage, nee, besser hier drüben wieder. Ehrenrettung der Bank. Mit Ivy oder aber mit Jacob geht erst hier unten weiter. Wir machen erst die Charles Dickens Erinnerung. Da hatten wir Stufe 5. Ja, da haben wir Stufe 6. Aber gerade irgendwo da ein Schnellreisepointer. Nee, nicht in der Nähe. Wäre vielleicht cool, wenn mal wieder ein paar Charles Dickens, Dickens sage ich immer, Entschuldigung, ein paar Charles Darwins Missionen zu kombinieren, war. Was ist denn das? Die Verschwörung um Darwin und Dickens, die geht jetzt schon. Ja, das sind das, was ich vorhin gemeint habe. Also vorhin, letzte Folge war es, war. Dass es sogar sein kann, dass sowohl Charles Dickens als auch Charles Darwin gemeinsame Erinnerungen haben. König Turger, die kommen sogar erst, wenn ich die anderen alle gemacht habe, schon. Portal zum Ersten Weltkrieg ist bereits, Geheimes Gewölbe, ja, nachher, wenn ich mal näher bin. Die muss ich auch nochmal machen, Leute, und zwar wegen Gang-Aktivitäten, Gang-Upgrades natürlich, weil sonst kann ich die nicht machen. Da sagt Charles Darwin schon wieder. Ich würde sagen, ich mache erstmal alle Dickens und Charles Missionen und dann erst, Dickens und Charles, ja. Erst alle einzelnen Darwin und Dickens Missionen und dann mache ich die gemeinsame. So wird ein Schuh draus. Muss man hier gucken. Ich werde da, ich kann ja bereits hier hin für einen Schnellreisepointer, so viel hat es ja gar nicht. Ja gut, ich gehe hier hin. Abscheuliches Mysterium. Passt. Wie sieht's aus bezüglich Upgrades?
0. Ja, das sieht natürlich sehr gut aus. Ich bräuchte eine Kutsche. Ja, ich weiß. Ja, wieso nicht? Ist eigentlich eben noch das schnellste Transportmittel. Hier bei Syndicate. Also, Entschuldigung, das war mein Fehler. Ja, komm schon, ich weiß, wie du hast im eilig. Oh oh. Wow. Ist das Buckingham Palace oder was? Ich dachte gerade wegen den Personen, die hier waren. Ups, darf er gar nicht, wahr? Entschuldigung, ich gehe. Wie sieht's aus? Haben wir irgendwelche einzelne? Ja, das sollte ja kein Problem sein. Mr. Darwin, was gibt's zu tun? Ein abscheuliches Mysterium. Untersuchen Sie eine seltsame Blume, die in London aufgetaucht ist. Wow, das klingt ja sehr faszinierend. Ah, Sie sind es. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ein Glücksfall sozusagen. Anscheinend wurde eine hochgiftige Pflanze mit der außergewöhnlichen Wirkung entdeckt, Menschen ins Delirium zu versetzen. Und zwar genau hier in diesem Park. Doch soweit es die moderne Wissenschaft betrifft, gibt es keine solche Pflanze. Ich fürchte, das gute Volk von London könnte in Gefahr sein. Würden Sie der Sache nachgehen? Natürlich kein Problem. Das sehe ist da vorne noch etwas, so ein Gebiet. Ich guck gerade mal, was ist denn das für eine Mission und Aktivität natürlich. Weil, wenn ich schon mal hier bin, kann ich theoretisch mitnehmen gleich. Naja, also Alter, die Power. Ich habe gutes Blut in meinen Adern. Eine königlich spannende... Und natürlich mit der Bombe töten, weil das ist natürlich noch der Beste. Bin jetzt schussbereit. Ah, die kriegst du gar nicht klein so. Ja, da muss er schon. Dafür wirst du bezahlen. Ja. Mit Galvani-Bombe. Galvani-Bombe war noch nichts mehr, Alter. Hallo, ich hab doch gerade. Ah, das ist ja Stufe 10. Power haben sie, muss man lassen. Zum Glück hat er schon ein bisschen mehr Intus. Halt mehr aus. Alter, Junge, kann ich kaum kontern. Ja, komm schon. Ein bisschen mehr Concentration meinerseits. Naja, geht auch. Schon zu spät. Was heißt schon? Also die Galvani-Bombe war ein bisschen fies, weil die zieht so wenig ab. Oder können das irgendwie auch upgraden? Natürlich nicht so, sondern so. Das ein bisschen mehr Schaden macht, weil sonst, also, sie ist sonst nicht irgendwie das. Nur Wirkungsbereich, war nicht die Stärke. Okay, Verwirrung. Wenn ich schon mal hier bin, verbesserte Feuerkraft. Wäre gar mal etwas, war? Oder Rückfahr, aber eigentlich nicht. Vergifteter Brunnen. Vergibt die Anfänger gesundete Writers. Dort wäre noch ganz praktisch, vor allem wenn sie ein bisschen stärker werden wieder. Stumpfe Klingen, aber auch noch ein bisschen Kohle, kann ich da investieren. Gut, aber ich habe 12.000 für Buchmacher. Leg mich am Arsch. Da kriege ich noch einen netten Brief dazu. Erinnerungsgegenstand, okay. Die Templerjagd abgeschlossen mit Henry Green und
bin jetzt auch schon in Westminster, wo ich noch gar nicht loslegen wollte. Aber hey, warum eigentlich nicht? 9% erst! Alter! Naja, okay, also. Einen Templer in den Blumenpollen erschießen. Mal versuchen, kann man sie mal. Nicht die Durchschnittsblume. Mr. Darwin hat etwas mit diesen Pflanzen. Oh, mir geht's nicht gut. Ich kann in die Rübe. Jo. Also in den Blumenpollen habe ich es eigentlich gemacht. Aber scheinbar nicht richtig. Ihr macht uns keine Sorgen mehr. Ja, sehe ich auch so. Schon seltsam. Mir bloß Stufe 4 Templer, vorhin waren es noch Stufe 9 bis 10 sogar. Das ist hier einfach einige. Ah, jetzt habe ich's, cool. Du bist die Nächste. So, müsste passen und jetzt. Diese Fußspuren gehören sicher unserem Hobbygärtner. Denkst du? Könnte sein. Na toll, da war sie gerade. Ivy, würdest du bitte rennen? Sie rennt nicht! Ich kann echt nicht rennen. Na los. Nur so, ganz ruhig, na los. Es kann alle geboten, sie hauen sogar ab, aber hey, ist doch scheißegal. Gutes Mädchen. Na los. Oh Mann, ey. Kann ein bisschen Hilfe brauchen. Blighters! Where are you? Aua! Ach so. Schläger verjagen. Ihr könnt nicht alles gleichzeitig machen, Leute, es geht nicht. Schneller. Komm schon. Langsamer. Dann komm schon, geh da hoch, Ivy. Ja. Wohl dann das Dachketten dann rüber, aber irgendwie jetzt wird es hingehauen. Du musst zugeben, ich hasse viel zu selten. Schneller. Na los. Mr. Darwin wird die Blumen untersuchen wollen. Ja, so geht's natürlich auch. Dann geht er mal aus dem Weg hier. Das ist eine Einbahnstraße. Demolition Derby auf 1868er Art. Sind noch weit weg, ey. Der gute Mr. Darwin. Mutwillige Zerstörung, ja, für uns kein Problem.
Was? In Sicherheit entkommen. Sehr gut, aber Sie scheinen nicht ganz bei sich selbst zu sein, wenn ich das sagen darf. Es ist, wie ich es vermutet hatte. Diese giftigen Dämpfe stammen nicht von den Blumen an sich, sondern von den Töpfen. Da muss irgendetwas drin sein. Ein halluzinogenes Gebräu oder etwas in der Art. So ähnlich wie dieser Beruhigungssirup, schätze ich. Wir müssen es loswerden. Und zwar schnell. Ich glaube, junge Dame, ich kenne den richtigen Ort dafür. Wer würde die Einwohner von London vergiften wollen? Wer würde solch einen schändlichen Plan aushecken? Offensichtlich ist es nicht Dr. Elliotson. Also wer könnte es sein? Eine Organisation, die mein Bruder und ich unser ganzes Leben lang bekämpfen. Dr. Elliotson war einer von ihnen. Mehr muss ich gar nicht wissen, wenn Sie es nicht erzählen wollen. Aber darf ich vielleicht wenigstens vorschlagen, dass Sie den Kampf gegen sie fortsetzen? Natürlich, Mr. Darwin. Zählen Sie auf uns. Ein wohl endloser Kampf zwischen Assassinen und Templern. Ach so. Ich fürchte, meine junge Dame, dass einige ihrer Feinde ihre Droge zurückhaben möchten. Darf ich vorschlagen, dass wir mit unserer Kutsche genau vor die Ihre fahren? Ich glaube, die Dämpfe könnten ihre Fahrtüchtigkeit beeinflussen. Ja, da bin ich gerade dabei. Ich versuche sie gerade. So, das müsste dann schon gewesen sein. Gemacht. Sehr gut sogar. Nun sollten wir schnell unsere Fracht zerstören. Wir sind fast da. Mit meinem Fahrrad unterwegs, ja ganz toll. Ja, fast ist gut, hey. Gutes Mädchen. Hopp. Ja, den Wagen sabotieren natürlich mit den Pferden, ne, ist klar. Wie soll ich denn jetzt? Dann können wir hier rüber. Ja, wohlgemerkt eben mit den Pferden. Was für ein Husarenstück. Das hat mich ziemlich aufgewühlt. Die Einwohner Londons haben große Eier. Ich muss jetzt gehen. Sie werden doch gut auf sich aufpassen, oder? Ja, ich glaube, Ivy kann ganz gut auf sich selbst aufpassen. Abscheuliches Mysterium. War interessant, vor allem mit dem Verfolgerkutschen. Das hat super funktioniert, ey. Genial. Jo, jetzt eine weitere Charles Darwin-Mission abgeschlossen. Ich meine, so viele kann ich ja theoretisch nicht mehr haben. Dann noch eine Charles Dickens-Erinnerung. Okay, dann eine gemeinsame, hatten wir auch schon. Darum haben wir Charles Darwin. Da ist noch Robert Topping, auch den müssen wir theoretisch noch mal machen. Und Ned Reinhardt auch. Jetzt sind wir hier in Suffolk. Ja, nächster Part aber gehen wir hier weiter. Und zwar ja, Ehrenrettung der Bank oder aber mit Jacob. Westminster ist mir eigentlich fast... Ne, ich muss jetzt zu weit marschieren, weil wir müssen erst einen Aussatzpunkt und so weiter haben. Ja, ne, gehen wir hier hoch mit Ivy und gucken mal, was wir hier noch so alles erleben können und vor allem erledigen können hier bei Assassin's Creed Syndicate. Ansonsten habe ich irgendwas vergessen, eben, da fehlt noch eine C-Mission, man sieht es, Charles Dickens wird eben vermutlich Sprungfeder Jack sein. Da fehlt dann noch der Part Nummer, also Teil 2, das kommt dann noch und... nochmal ein Punkt war.
2 kann momentan nichts kaufen. Wie sieht es bei Jacob aus? Hat der noch irgendwas? 6? Ja, das geht doch. Kampfausdauer. Baritsu freigeschaltet. Level 9. Ist das ein alter Gürtel oder ein neuer? Ne, immer die alten Gürtel. Ansonsten kohlemäßig, wollte ich hier noch irgendwas machen? Beste Feuerkraft, also ja, da fehlen noch ein bisschen. Davon, Wugfahrer würde gehen, Wugvollstrecker. Ja, machen wir stumpfe Klingen, das ist auch nicht verkehrt. Schlechtes Pulver 1 und 2. Tja, dann bleibt das immer schwächer und wir immer stärker. In diesem Sinne, wie gesagt, nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!